Lagebesprechung um 8 Uhr morgens im Dörfchen Bredezello in den Ostkarpaten. Die Naturschützer Orja Petrehusch und Michael Gotziu kämpfen gegen die Holzmafia. Orja hat Bilder von einer Polizeirazzia bekommen. Das Ergebnis: Holz im Wert von 28.000 € wurde beschlagnahmt. Nicht viel, aber ein Anfang. Ich erwarte, dass dieses nur der Anfang war und nun weiter ermittelt wird, denn ich habe verstanden, dass auch Computer beschlagnahmt wurden. Jetzt werden die Unterlagen geprüft und ich bin sicher, dass die Ermittlungen aufklären werden, warum Teile der Wälder in dieser Region verschwunden sind. Mit dem Wagen geht es hoch in die Berge. Dass landesweit bekannte Naturschützer unterwegs sind, spricht sich schnell rum. Nicht alle finden das gut. Kleine Schikane, die Schranke lässt sich erst öffnen, nachdem der örtliche Förster einen Anruf von seinem Chef bekommen hat. Der Schnee wird tiefer, es geht nur mehr zu Fuß weiter, hoch auf 1200 Meter Höhe, das Ziel ein Kahlschlag. Hier könnt ihr sehen, an Orten, an denen der Staat Wald besitzt, ist es gut verwaltet. Aber auf dieser privaten Fläche, das kann man auf dieser Karte sehen, ist der Wald verschwunden. Hier haben wir mehr als 20 Hektar, die geschlagen wurden. Und zwar nicht legal. Das waren mehr als 5000 Kubikmeter. Das sind mehr als 200 Lastwagen. Verschwindet der Wald, verschwinden auch die Arten. Hirsche, Wölfe, vor allem Bären. Orja macht Hoffnung, vielleicht sehen wir welche. Und, als wäre es bestellt, entdeckt er Bären im steilen Hang. Eine Holzsammelstelle im Wald. Karoi Peter hat legales Holz von der staatlichen Holzbehörde Romsilva gekauft. Heute vermisst und schneidet er die Stämme. Für den Holzlaster hat er 10 Jahre gespart. Karoi ist stolz auf das, was er macht. Ehrliche Arbeit. Die Schlimmen, das sind für ihn die großen Konzerne. Wenn der Mensch seiner Arbeit korrekt nachgeht, kann man auch hier von dieser Arbeit ganz gut leben. Man muss nicht unbedingt nach Deutschland gehen, um dort einen Job zu finden. Die Menschen, welche die Gesetze achten und auf korrekte Weise arbeiten, die machen keinen Ärger bei der Holzfällerei. Es gibt auch andere Beispiele. Holzlager wie hier sieht man überall entlang den Straßen in Siebenbürgen. Ob die Stämme legal oder illegal geschlagen wurden, lässt sich nicht mehr feststellen. Ein paar Kilometer weiter das nächste, deutlich größere Lager. Nach Schätzungen werden in den Karpaten bis zu 20 Millionen Kubikmeter Holz illegal geschlagen. Pro Jahr. Auf jeden legalen Baum kommt ein illegaler. Ilije Kovrik ist Forstdirektor im Kreis Mureș und legt sich jetzt mit der Holzmafia an. Er will nicht länger schweigen. Dass jahrelang Druck auf mich ausgeübt wurde, das war es, was mich bewogen hat, an die Öffentlichkeit zu gehen und diese Situation zu enthüllen. Kovrik redet Klartext, berichtet von Schwarzgeld für Parteikassen und korrupten Förstern. Als ich mich umhörte, warum eigentlich so hartnäckig versucht wird, mich loszuwerden, habe ich erfahren, dass einer der Gründe darin besteht, dass ich der Partei kein Geld bringe. Bald soll die Herkunft von Holz technisch überwacht werden, etwa mit Kameras. Auch ein nächtliches Transportverbot ist im Gespräch. Ziel: in den Holzfabriken sollen nur noch legale Stämme verarbeitet werden. Bei Reč zeigt uns der Umweltaktivist Hans Hedrich eines der größten Werke. Es war von Anfang an umstritten und gehört einem österreichischen Konzern. Jahreskapazität 2 Millionen Kubikmeter. Die Baugenehmigung wurde erst nach Baubeginn erteilt. Das Holz geht auch nach Deutschland. Hedrich nennt die Fabrik Holzschlachthof. Fabriken mit so einer Riesenkapazität wie die hier, die können nur funktionieren, indem sie Holz, egal welcher Herkunft, annehmen. Und da ist dann oft auch illegales Holz mit dabei. Man kann es eigentlich gar nicht vermeiden. Und solange es solche Fabriken gibt, wird es auch immer Leute geben, Firmen, die sie beliefern wollen mit möglichst viel Holz. Und da schauen sie dann nicht so genau hin, ob das Holz legal oder illegal ist.
In Rumänien werden die Ermittlungen gegen die Holzdiebe als Zeichen für eine Wende gesehen, auch wenn es erst der Anfang ist. Viele hoffen, es könnte der Anfang vom Ende des Ausverkaufs der Wälder sein.